Hallo, ich bin Ayla Jegener und ich bin die Regisseurin des Stückes Kleiner Mann, was nun? Ich bin Anke Kell, Dramaturgin am Ohnsorg-Studio und habe die Produktion betreut. Ja, so eine Spielplanentscheidung ist immer gar nicht so leicht. Wir hatten damals, muss man ja sagen, 2019 muss das gewesen sein oder sogar schon 2018, nach einem Stoff gesucht, der sowohl für junge Leute als auch erwachsene Menschen, die ins Theater gehen, geeignet ist, und sind dann eben auf Hans Fallada gekommen, weil Hans Fallada einfach so wunderbar universelle Themen in seinen Romanen verarbeitet und diese Romane sich auch total eignen für die Bühne. Kleiner Mann, was nun hat uns besonders angesprochen, weil es da eben um so ein junges Paar geht, das versucht, kurz nachdem es sein Elternhaus verlassen hat, auf eigenen Füßen zu stehen und seinen Weg in der Welt zu gehen und es dabei gar nicht mal so leicht hat und versucht, sich so was Reines, Ehrliches, Unkorrumpierbares zu bewahren, wo die Welt um sie herum eigentlich immer unzuverlässiger und unberechenbarer wird. Also das war sozusagen das, was uns da so angesprochen hat, weswegen wir uns schließlich für diesen Stoff entschieden haben. Und dann sind wir sind in dem Fall Julia Bardosch, Cornelia Ehlers und ich, auf Ayla gekommen, die wir schon sehr lange kennen, dass das ein Stoff wäre, der gut zu ihr passen würde, und haben ihr eine Fassung gegeben und dann waren wir gespannt, was sie darüber denkt. Sag doch mal, Ayla, was dich mit dem Stoff so verbindet. Ja, ich fand das tatsächlich auch sofort einen super spannenden Stoff, weil wir am Ende ja irgendwie alle immer mal der kleine Mann oder die kleine Frau in dieser Gesellschaft sind. Also das Gefühl haben, eben irgendwie uns behaupten zu müssen, uns abgrenzen zu müssen, uns integrieren zu müssen, unseren Weg finden zu müssen in der Gesellschaft und mit äußeren Umständen umgehen zu müssen. Das fand ich einfach eine tolle, eigentlich zeitlose Interpretationsweise, und deshalb war ich sofort on board. Auch natürlich, weil ich total gerne hier inszeniere. Und dann haben wir direkt losgelegt. Wir stehen übrigens gerade auch im Bühnenbild von Kleiner Mann, was nun? Also in einem Teil, der wahrscheinlich jetzt gerade sichtbar ist. Genau, im Studio, nur zur Information. Im Roman tauchen unheimlich viele Figuren auf. Klar, der kleine Mann, also Pinneberg und Lämmchen, sind zentral, die Eltern tauchen auf. Es gibt viele tolle Szenen mit vielen tollen Figuren, die auch alle spannend wären, auf der Bühne zu zeigen oder gespielt zu werden. Allerdings aus praktischen Gründen passen hier ins Studio gar nicht so viele Schauspieler und Schauspielerinnen. Insofern haben wir nach einer Fassung gesucht, die die Handlung etwas komprimiert hat und die es möglich gemacht hat, mit 4 Schauspielern, also 2 Schauspielerinnen, 2 Schauspielern, diesen Stoff zu erzählen, und sind dann auf diese Fassung von Michael Thalheimer und Sibylle Baschum gestoßen. Und Ayla hat mit der Fassung noch ein bisschen mehr angestellt. Erzähl mal. Ja, ich glaube, wenn ich mich recht entsinne, die Fassungsentstehung ist ja notgedrungen oder Corona-bedingt tatsächlich schon eine ganze Weile her, dann ist die Fassung ursprünglich, glaube ich, sogar für 9 Personen gewesen, also 2 HauptdarstellerInnen und 7 Chormitglieder. Und da haben wir eben nochmal angesetzt und haben das am Schluss eben reduziert, tatsächlich auf die beiden Hauptfiguren, also Pinneberg und Lämmchen, und 2 SpielerInnen, die das Außen darstellen, also die am Ende eigentlich alle anderen Figuren verkörpern, aber auch immer wieder eingreifen in das Leben oder in das Geschehen von Pinneberg und Lämmchen und das Außen repräsentieren und diese äußeren Umstände, die auf uns alle in unserem Leben immer wieder einwirken und auf die wir reagieren müssen. Und da haben wir uns, glaube ich, eine ganz, ganz clevere Fassung ausgedacht. Das ist auf jeden Fall echt spannend zu gucken. Macht viel Spaß. Zu der Form kann man noch mal sagen, ich habe ja eingangs gesagt, dass wir 2019 oder 2018 schon auf den Stoff gekommen sind. Ursprünglich sollte nämlich das Stück auch schon 2020 auf diese Bühne kommen. Das war dann natürlich durch den Lockdown nicht möglich. So hatten wir es auf 2021 schieben wollen. Das wäre in einen erneuten Lockdown gefallen. Jetzt 2022, 90 Jahre nach Veröffentlichung des Romans, zufälligerweise, können wir es endlich spielen. Ein Grund für diese lange Verschiebung war allerdings auch, dass Ayla das Stück ohne Abstand inszeniert hat. Das klingt vielleicht in ein paar Monaten auch komisch, aber
das machte es zwischendrin auch schwierig, es zu spielen, weil wir es uns nicht vorstellen konnten, dass die Spieler und Spielerinnen nicht nah beieinander sind, weil es gerade in diesem Stück um Nähe geht. Und genau, deswegen kommt es erst jetzt auf den Spielplan. Ja, im Studio haben wir ja immer hoch- und plattdeutsche Stücke. Also wir spielen immer zweisprachig und haben uns bei dem Stoff dafür entschieden, zum einen, um das Ganze zu beglaubigen, die Handlung in den Norden zu verlegen. Da haben wir ein bisschen eingegriffen und haben statt Berlin Hamburg als Großstadt behauptet und statt Ducherow, Lüchow, da sind wir ins Wendland gezogen, um die Verortung der plattdeutschen Sprache nachvollziehbar zu machen. Aber sie hat auch einen ästhetischen Grund oder einen inhaltlichen Grund, nämlich, dass das die Sprache ist, die das Pärchen verbindet. Also ich hatte am Anfang schon erzählt, dass ja diese Welt, und Ayla hat es auch erzählt, dass die Welt um das Paar herum ja immer unsicherer wird und auch bedrohlicher wird. Und die Sprache, die plattdeutsche Sprache, ist eigentlich das, was die beiden zusammenhält, was ihnen Sicherheit gibt, was das Vertraute zwischen den beiden unterstreicht und was eigentlich Heimat ist, also was das Zuhause ist, das, was niemand verletzen kann und darf. So haben wir es angelegt und die Übersetzung stammt von Cornelia Ehlers, genau, und wir haben, der Anteil ist ungefähr, ich weiß gar nicht genau, 60-40, 70-30. Ist schon viel gut zu verstehen, aber ja. Also, ja. Und es ist, also das Plattdeutsche ist sinnbildlich so für das Geborgene, für das Geschützte, für das Vertraute, für das vielleicht auch für die Routine, für dieses Miteinander, was man eben so für zu Hause empfindet. Und das ist auch ein total schöner Weg, den das Plattdeutsch innerhalb des Stückes macht. Also da kann der aufmerksame Zuhörer, die aufmerksame Zuhörerin ziemlich gut viel noch entdecken, glaube ich. Als wir damit angefangen haben, uns mit diesem Stück auseinanderzusetzen, oder als ich damit angefangen habe, wusste ich ja noch nicht, wie zeitlos oder wie zeitgenössisch es sich entwickeln wird. Also zum einen ist es ja nun wirklich so, was ich eingangs schon sagte, dass man eben mit diesem Thema, wie behaupte ich mich in der Gesellschaft und wie sehr passe ich mich an, wie sehr muss ich meinen eigenen Weg finden, wie sehr lasse ich mich von äußeren Einflüssen einengen, bedrängen, wie sehr muss ich darauf reagieren. So, das ist ja tatsächlich einfach ein zeitloses Thema, aber den Roman hat Fallada schon ursprünglich angesiedelt in der Weltwirtschaftskrise, oder ja, beginnt dort und mit dem aufkommenden Krieg, also der Krieg deutet sich an und als wir eben das Stück ursprünglich geprobt haben, kam während der Probenzeit eben Corona und das war wirklich erstaunlich, wie sehr das Einfluss genommen hat auf uns und auf den Umgang mit diesem Thema, weil eben dieses große Wirken, weltweite Wirken, habe ich zumindest in meiner Generation so ja noch nicht erlebt, dass man wirklich hier genauso oft oder auf das Gleiche reagieren muss wie am anderen Ende der Welt. Und wir waren ja bisher politisch immer, sagen wir, bequemer und isolierter unterwegs. Und das fand ich total faszinierend auf eine Weise, total bedrängend. Und plötzlich merkte man, wie sehr man da reinrutschte auch in so eine Wirklichkeit. Und dann lag das Stück ja, wie vorhin schon erzählt, nun 2 Jahre. Und als wir jetzt wieder geprobt haben und es wieder aufgenommen haben, begann mitten in den Proben der Krieg in der Ukraine. Und das hatte wirklich eine ganz heftige emotionale Wirkung auch auf uns alle. Sowieso, hatte es natürlich sowieso auf jeden, aber auch wirklich mit diesem Stoff. Und dass man plötzlich merkte, diese beiden Themen das kommt so nah gerückt. Und ich hatte ehrlich gesagt nicht gehofft, dass es so zeitlos ist auf diese Weise. Aber damit sind wir natürlich jetzt auch umgegangen. Und ich glaube, dass das tatsächlich dieses Gefühl, dass man reingeworfen ist in eine große Welt, in einen Strudel und dass manchmal das Gefühl hat, mir werden die Ruder aus der Hand genommen und ich versuche doch alles, damit ich gut durchkomme. Deren Fall ist es eben, ich will doch meine Familie ernähren, ich will Sicherheit. Und immer wieder tritt einem jemand von hinten in die Knie und man kriegt es einfach nicht zu fassen und kriegt es nicht geordnet. Ich
glaube, das ist eben was wahrscheinlich seine Aktualität nie verlieren wird. Das ist auch das Tolle bei Fallada, der immer wieder gesellschaftskritisch ist mit seinen Romanen und die Geschichten und die Schicksale so anlegt, dass man sich ganz leicht mit ihnen identifizieren kann. Also es ist niemals so konkret und für sich alleinstehend, dass es nicht übertragbar wäre auf andere Schicksals- oder Krisenerfahrungen. Was wahrscheinlich auch, ja, Fallada wird ja ganz viel gespielt, immer mal wieder. Und ich finde es auch interessant, was du sagst mit der Krise, die wir jetzt ja so massiv auch erfahren haben oder auch eine Ahnung bekommen haben, was eine Krise eigentlich auslösen kann in einer Gesellschaft. Sagen wir mal, damals, vor Corona, haben wir auch schon von der Spaltung der Gesellschaft gesprochen. Also von der Spaltung in Arm und Reich, von der Wohlstandsgesellschaft, von der Dekadenz in der Gesellschaft und dass viele übrig bleiben und da nicht mitkommen. Das hat sich ja jetzt nochmal verschärft und ist nochmal eine andere Erfahrung geworden, weil eigentlich jedes Leben eine große Verunsicherung erfahren hat. Auch das Wohlstandsmilieu ist erschüttert, sodass wir jetzt auch nochmal anders auf den Stoff geguckt haben und den auch nochmal anders empfinden. Ja, da haben wir sozusagen die Erfahrung, dass es zeitlos ist, tatsächlich nochmal ganz konkret machen können, weil wir auch in ein Vorher und Nachher im Moment unterscheiden können. Also vor der Krise, vor Corona, vor Kriegsausbruch und jetzt sind wir sozusagen mittendrin und dieses Stück hat uns die ganze Zeit begleitet, also durch diese Entwicklung. Also ich fand das vielleicht auch aus meiner Perspektive nochmal ganz interessant, dass ich erst so in der Form, von der du vorhin sprachst, auch so daran gegangen bin, ein bisschen wie bei der Truman Show, dass Pinneberg und Lämmchen so ein geschlossenes Leben führen und diese beiden SpielerInnen, von denen ich vorhin sprach, da eben so einwirken, wie bei der Truman Show auch, von außen einfach steuern, was jetzt passiert. Und die Betroffenen im Inneren quasi gar nicht mehr wissen, wie sehr sie so beeinflusst werden. Das war meine Perspektive am Anfang, also sozusagen von außen reingeguckt. Und während dieser Proben und dieser Prozesse bin ich sozusagen selber immer mehr da reingerutscht durch diese Entwicklungen der Welt und merke plötzlich, wie sehr ich auf einmal innen stehe in der Glocke und auch viele Sätze jetzt bei der Wiederaufnahme merke, dass Sätze eine ganz andere Kraft kriegen, eine ganz andere Macht kriegen, weil die plötzlich so richtig aktuell sind. Also es geht um das teure Viertelpfund Butter zum Beispiel und da habe ich nun wirklich nicht gedacht, dass ich mal in die Situation käme, dass ich mich damit so richtig identifizieren kann. Also nicht, dass ich jetzt ein Viertelpfund Butter, dass das jetzt schon existenziell bedrohlich wäre für uns, aber eben dass das überhaupt ein Thema ist, Lebensmittelpreise in unserer Gesellschaft, in unserer Wohlstandsgesellschaft, das hätten sich, glaube ich, die meisten von uns oder zumindest die jüngeren Generationen so nicht ausmalen können. So, das war immer so ein Thema der Großeltern. Ja, Ayla, super. Danke für das schöne Werkstattgespräch, das wir hier führen konnten. Gerne. Danke, dass Sie sich das angeschaut haben und angehört haben. Und kommen Sie vorbei zu Kleiner Mann, was nun? Wir spielen bis zum 29. Mai. Und er spielt auch mit. Und wir gehen jetzt wieder hinter die Kulissen.